Die Schweizer YouTube-Szene ist eine der wundersamsten auf dem Planet. Heute wollen wir wissen, was die Kreaturen in den letzten paar Monaten so produziert haben. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe absolut gar keinen Bock auf das Video. Leute, Maelo! Rauf ich's denn hier noch? Digga, Kuss geht raus! Und ich habe auch keinen Bock, dass meine Haare die ganze Zeit mir in die Augen eingegangen. Ja, legen wir los. Also, meine Damen und Herren, es gibt Leute, die trinken Alkohol und es gibt Leute, die trinken keinen Alkohol. Eine Zusammenarbeit bedeutet ja auch, dass zwei Leute zusammen arbeiten. Es gibt Leute, die trinken nur Bier und es gibt den Leser. Das Einzige, was ich trinken kann, ist eigentlich Bier. Aber das ist auch so etwas, was man schnell verleidet, wo ich dann keinen Bock habe. Und das, was ich dann eigentlich wirklich geil finde, ist eigentlich Wodka. Das Einzige, was ich trinken kann, ist eigentlich Bier. Aber der Leser wäre nicht der Leser, wenn er uns noch eine kleine Weisheit mit auf den Weg würde geben. Bitte nicht saufen, vor allem wenn man noch jung ist oder jünger ist, kann das einem schon ein bisschen die Hirnzellen wegbräteln und dann sieht er dann so aus wie ich. Ja komm Leser, sei doch nicht so streng mit dir selber. Ich habe noch nie keinen Orgasmus bekommen. Ja gut, stimmt eigentlich. Aber meine Damen und Herren, um die Ernsthaftigkeit in diesem Video ein bisschen drin zu behalten und den Maelo von vor 7 Jahren zu zitieren, ich trinke kein Alkohol. Ich bin jetzt 16 Jahre alt. Ich persönlich trinke kein Alkohol. Ich brauche keinen Alkohol, um vielleicht coolere Partys oder so zu haben. Real Talk, Maelo aus dem 2013, der Jahrgang von den meisten Abonnenten von Manito Toro. Noch heute trinke ich Alkohol, aber kein Partymensch. Außer vielleicht bei dem Song da. Wie bitte? Ja, aber Bro, jetzt ist der hier dein Fondue ohne Weisswein. Nein. Eben, da hast du Alkohol getrunken. Im nächsten Video geht es um das Video von der Larouche und der Natti Style. Und dort bekommen Sie die Frage, entweder der Adi oder der Maelo küssen. Ich weiß nicht, ob ich einen Schnauz küssen will. Darum glaube ich den Maelo. Ja, das sehe ich auch so. Ich nehme einfach den Maelo so. Ich glaube, ich will Adi nehmen. Ja, scheiß drauf, wirklich. Nie ist etwas Positives in diesen Videos über mir. Also ganz ehrlich, schreibt mal einen Kommentar, würdet ihr... Nee. Wie oft macht es die andere Person selber in der Woche? 3, 2, 1. Also 0,2. Ja, 4. Ne. Natti? Stimmt. Dann machen wir weiter mit meinem treuen Podcast-Kollegen Elia. Online ist er eine ganz seriöse Persönlichkeit und erklärt uns sogar die Pro- und Kontra-Argumente von der EID-Initiative. Elektronische ID, technischer Fortschritt oder ein Risiko für unsere Daten? Ja, meine Damen und Herren, neben seiner seriösen Tätigkeit, ja, da gibt es aber auch noch im Elias TikTok For You Page. Nur dich, man kann da nicht suchen. Nein, schon wieder, was ist da für... was ist... Hui! Ciao! Perfekt, Elia! Wie die For You Page eines Mannes, so auch sein Mike Oxlong. Der nächste YouTuber ist der Nicola Probst. Und der Nicola Probst hat letztens mal einen Burger gebraten. Ich mache Hamburger. Das ist zwar nicht das aufwendigste Rezept, aber das Einzige, das ich kochen kann. Und auf so einen Burger kann man gut und gern mal die ein oder andere Zwiebeln, Zwiebeln, es ist mir gleich. Und ich sag's euch, der Nicola hat in der Kochschule sehr gut aufgepasst. Muss ich Zwiebeln mit Öl oder geht Zwiebeln so? Wir probieren es mal mit Wasser. Welcher so hat mir die Instagram-Livestream reingeschrieben, so mit Wasser? Das ist jetzt genau ein Scheiß. Ich hab gemeint, er hat mich verarscht. Aber es läuft. Hey Nicola, um es in deinen eigenen Worten zu sagen. Was ist denn mit dir falsch? Nicola, ich bin ehrlich mit dir, ich weiß es nicht, aber der Baumann weiss es. Ey, aber ich muss sagen, es sieht schon ziemlich nice aus. Das ist so matschig da, das ist so weich. Ja, ich glaube, wenn man Hunger hat und so einen Snack, dann wird das vielleicht gehen, aber ich glaube, der Hammer ist es nicht. Was ist denn mit dir falsch? Der
Der nächste Kandidat ist der Adi Totoro. Der Adi Totoro geht auf die Skipiste, Leute befragen und im ersten Moment ist das ja eine super Idee. Ausser, wo ist dein Helm und deine Maske, Bro? Es sind so Leute, die keinen Helm haben. Was jeder selber wissen, sie haben ja auch keinen an. Ja, das sagen sie jetzt. Ja, das sage ich jetzt, ja, ich sehe es ja. Sehen Sie meinen Helm nicht? Nein, habe ich nicht gesehen. Sieht nice aus, sagen Sie, wie findet mein neuer PC? Ich habe ein spezielles Design bestellt bei MIFCOM. Schmeckt ja richtig nach einem Adi. Stopp! Noch eine kleine wichtige Info zu dem Kanal da hier. Ab dem 21. März gibt es eine sehr, sehr grosse Änderung. Und zwar habe ich mir entschieden, meine schweizerdeutschen Videos auf Hochdeutsch umzustellen. Warum, wieso, weshalb und euer Feedback könnt ihr mir gerne im ersten Link unten in der Videobeschreibung ist ein Video, wo ich im Detail über das Ganze geredet habe, wieso, warum, weshalb und es gibt immer noch schweizerdeutsche Stuff. Seht ihr alles unten im ersten Link in der Videobeschreibung, ein Video von meinem zweiten Kanal. So, aber jetzt lasst dem Video eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal und vergesst nie. Würdest du dein erstes Mal anschauen, wenn es gefilmt worden wäre? Oh shit. Ich bin mit meinem ersten Mal eigentlich recht zufrieden gewesen. Ich glaube auch eines der besten Mal gesehen, weil man hat vielleicht ein bisschen getrunken gehabt. Darum ist es eigentlich nicht schlecht gewesen. Ich glaube, ich würde mir das reinziehen.